Servus und Habidere, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom Viva la Movilusion Podcast. Im virtuellen Studio dabei der Kani. Hallo? Kani? Keiner da? Seltsam. An meiner Seite der Corby. Hallo? Corby? Corby? Verdammt nochmal. Beide haben es mir im Stich lassen. Ja gut, also das heißt quasi für mich heute sturmfrei. Ich kann halt quasi da und lassen, was ich mag. Das ist auf alle Fälle eine ganz seltsame Situation heute. Ha? Wahnsinn. Also auf alle Fälle, dann mache ich allein weiter und verzeihe ich was über zwei, naja, wenn man so möchte, Tierfilme. Und zwar auf der einen Seite über den Film Benny Loves You, der neue Output von Periole Fu in ihrer Uncut Mediabook-Reihe und über den Film Cat Sick Blues von Bush Media. Ja, also ich fange jetzt mal mit dem Schwächsten an und arbeite mir dann zum Besseren hoch. Und das Schwächste an der Sache, an den Sachen, über die wo ich heute reden möchte, das ist Benny Loves You. Ja. Das Label Periole Fu hat in ihrer letzten Veröffentlichung Red Screening eine richtige Granate abgeliefert und ich feiere den Film dermaßen. Wir haben ihn damals im Hardline Festival gesehen, waren wir begeistert. Wir haben ihn dann nochmal als Screener gekriegt von Periole Fu mit der deutschen Synchro, waren wir total begeistert, haben wir gesagt, yeah, nach ein paar so Gurken geht's jetzt in der Periole Fu Uncut 3 wieder Vollgas bergauf. Ja, na. Das war's leider wieder. Also nach dem grandiosen Red Screening haben wir jetzt Benny Loves You von 2019. Ist ein Totalausfall. Ich kann es euch leider nicht anders sagen. Das Ganze fängt an, dass er schon mit ganz einen billigen Digital-Look hat, den ich eigentlich so ganz ungern sehe. Zu dem Ganzen gesellt sich auch noch ganz mieses CGI. Die Splattereien haben, ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten, alle aus dem PC und schauen total billig aus. Auch die Animationen von Benny, gut, das lasse ich mir eingehen, der schaut dann eher so aus, wie wenn er, so wie der Augsburger Puppenkiste, wie wenn er so rumhängert hat und so, durchwachsen. Jetzt verzeihe ich noch schnell ein wenig, um was das geht bei Benny Loves You, aber nicht ganz lang, weil, wie gesagt, ich möchte mich nicht ganz lang mit dem Film aufhalten, weil er mich wirklich brutalst enttäuscht hat. Im Endeffekt geht es darum, dass von einem jungen Herrn, dem Jack, die Eltern sterben aus heiterem Himmel. Der Jack ist schon 35 Jahre alt, wohnt immer noch daheim. Jetzt ist er allein daheim und versucht sein Leben selber auf 3 zu bringen. Er hat Probleme mit der Bank und mit der Kohle und er versucht sein Leben neu auf 3 zu bringen und misst ein wenig aus. Und dann nimmt er den Benny, der wo als Kind sein Wegbegleiter war, den packt er einfach in einen Karton und möchte schauen, dass der weiterkommt, weil er ihn im Endeffekt nicht mehr braucht. Der Benny findet die Idee ganz schön kacke und erwacht dann zum Leben. Versucht jeden, der dem Jack irgendwie ans Leder möchte, der wo er der wo es ihm eigentlich nicht gut möchte oder der wo er verarscht oder sonst irgendwas, dem gibt er dann auf die 12. Auf die 12. Also die Splatter-Szenen halten sie in Grenzen, sage ich jetzt einmal. Wie gesagt, wie einfach ganz erwähnt, die haben wirklich nicht gut gemacht. Die Härte bleibt auf der Strecke. Also warum der Film die FSK 18 gekriegt hat, ist mir ein Rätsel. Also das ist aufgrund des Humor, in Anführungszeichen, Anteils, da ich sagen, ist das ein 16er. Was auch noch mit dazu kommt, der Film hat eine ganz seltsame Tonalität, also ich möchte im Endeffekt immer lustig sein und nimmt sie auch überhaupt nicht ernst im Endeffekt, aber dann hat er wieder so Szenen drin, wie eben den angesprochenen Tod von den Eltern vom Jack, fand ich dann so
grob, sage ich jetzt mal, oder absolut unlustig, dass ich sage, das hätte jetzt anders inszeniert werden müssen, wenn ich den Film als Horrorkomödie verkaufen möchte. Und halt öfters einmal so Szenen drin, wo ich sage, er ist dann auf einmal total emotional, möchte er sein, oder er möchte wieder tiefgründig sein, und dann ist er wieder total dumm. Also die Tonalität ist bei dem Film ganz seltsam. Darüber hinaus ist er auch noch stinkend langweilig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, nach 40 Minuten bin ich mal weggenickt, einmal so eine Viertelstunde. Hab aber dann auch nicht den Drang verspürt, ja, nochmal zurück zum Spulen und mir das Teil nochmal oder die 15 Minuten nochmal einzubauen. Und hab mir dann einfach weiter laufen lassen, weil im Endeffekt kann man bei dem Film weder groß was spoilern, noch, wenn da jetzt, wie gesagt, die 15 Minuten abgingen, man kommt trotzdem mit bei der, in Anführungszeichen, ich mach grad Hackerl, also Anführungszeichen mit den Fingern, Handlung. Ja, also der Schluss vor dem Ganzen, ist im Endeffekt auch hübsch vorhersehbar. Es kommen dann auch noch ein paar andere Puppen zum Einsatz, wo dann der Genre-Fan sagt, ja, das ist ja wie bei Puppet Master oder sowas in der Richtung. Erreicht niemals die Qualität von einem Puppet Master. Also nicht einmal einen von die schlechteren. Also wie gesagt, Benny Loves You für mich eine richtige Gurke. Leider. Wie gesagt, ganz viel mag ich zu dem Film jetzt eigentlich nicht mehr sagen, weil er es wirklich nicht wert ist. Also ich kann jetzt wirklich keine Kaufempfehlung aussprechen. Vielleicht ist der eine oder andere da draußen, der wo wirklich so dreisten Trash, in Anführungszeichen, wo es anfangen kann, dann soll er sich das Teil holen und hoffentlich hat er dann auch Spaß damit. Ich hab noch nicht gehabt. Und ich hoffe halt auf alle Fälle, dass Perrier Le Fou mit einem nächsten Film in der Uncut Mediabook-Reihe wieder was Hochwertiges abliefert. Weil, wie gesagt, es ist auch mit die Synchro ist auch nicht so der Bringer, wie es auch bei Red Screening war, wo ich gesagt, Red Screening, da hat wieder alles zusammenpasst. Das war der Film super, die Synchro war super, das Mediabook klasse, das Cover auch super. Den Film, den stelle ich mir gerne ins Regal. Aber bei Benny Loves You mag eigentlich nichts so wirklich passen. Also da passt das Gesamtpaket zum Film und das ist extrem durchwachsen. Der Triple Threat übrigens zu Benny Loves You, spiegelt das wieder, was der Film eigentlich ist. Und zwar haben wir keine Trompeten, keine Titten und keine toten Tiere. Zack, kann er schon nix sein. Bam. Und jetzt kommen wir zum Film, eben der besagte Cat Sick Blues von Bush Media. Cat Sick Blues ist schon von 2015. Also der Film ist im Endeffekt schon 6 Jahre alt. Ich habe ein wenig im Internet geschaut, da wird er als Horrorkomödie verkauft. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich dachte den eher in die Richtung Sicko. Also ich dachte den eher so, weißt du, so die Filme, die Black Lava verkauft oder sowas in der Richtung. Also er ist nicht gar so derb wie jetzt ein Lucifer Valentine Film, aber er hat wirklich Szenen dabei, die wo wirklich verstörend sind. Also mal kurz zur Story. Wir haben einen Killer, dessen Katze gestorben ist und er versucht auf eine gewisse Art und Weise die Katze wieder zum Leben zum Erwecken. Und da hat er sich quasi in seinem kranken Hirn was ausgedacht. Weiß ich nicht, das erzähle ich jetzt nicht, was er sich da ausgedacht hat oder was er davor hat. Das seht's dann im Film. Aber es gibt dann noch zeitgleich einen zweiten Handlungsstrang von einer Dame, die mit lustige Katzenvideos mordsmäßig Klicks auf YouTube verdient oder ja sich abholt, keine Ahnung. Sie ist ja ein wenig so ein YouTube-Star. Das wird ihr dann zum Verhängnis, weil ein Fan zu ihr reinkommt, der ja nicht sie besuchen möchte im Endeffekt, sondern die Katze, und der Kerl hat's nicht ganz richtig im Kopf. Und dann bringt er aus Versehen, in Anführungszeichen, die Katze um und vergewaltigt dann die junge Dame. Das wird gefilmt. Und das Ganze gelangt dann über Umwege auch wieder ins Internet und die junge Dame wird dann auch öffentlich gedemütigt im Endeffekt und die fängt dann auch schon langsam an durchzuticken. Die Wege von der jungen Dame und unserem Killer, die kreuzen sie bei so einer Selbsthilfegruppe. Man gespannt dann, dass man ähnliche Ziele hat oder ähnliche Lebenssituationen hat. So viel zur Geschichte. Ganz viel kann man in dem Film auch nicht spoilern, sage ich jetzt einmal, weil er ist recht spannungsarm, aber er hat ordentlich was an Schauwerte. Also, wie gesagt, er ist nicht spannend, aber es passiert immer was. Also er ist nie langweilig. Es sind einige Referenzen drin an
ältere Horrorklassiker wie Maniac, also bestimmte Einstellungen und so, wenn man den Film sieht als Horrorfan, dann sagt man, ja, die Einstellung erinnert brutal an Maniac, oder auch die Zeichnung vom Killer, der ist halt ähnlich fertig, wie es der Frank Zito war. Dann haben noch einige Referenzen dabei an die Filme von David Lynch. Wenn man sich jetzt das vorstellt, der Killer hat, das ist ein ganz großer, schlachsiger Typ, und der hat also eine ganz billige, schlechte Katzenmaske auf. Dann hat er ein rotes Longsleeve, da wo die Ärmel zu kurz sind, und das ist, wo es am Bauch rum ist, zu kurz. Dem schaut immer der Bauch aus, und da Arsch hinten schaut er ihm aus, beim Bucker und so. Also er ist total eigentlich eine lächerliche Gestalt. Der Vergleich zum David Lynch ist dann der, dass man sagt, okay, man sieht dann oft längere Zeit auf einer Couch sitzen, entweder gar nichts da oder irgendwo da mit der Katzenmaske am Kopf wo ich dann sage, das erinnert dann an bestimmte Filme von David Lynch. Ich glaube, das war der Inland Empire oder irgend sowas in der Richtung, wo dann auch mit mit Hasenmasken auf der Couch gesessen ist oder sowas in der Richtung. Der Soundtrack ist ja ganz seltsam, also auch schon das Lied am Anfang, das geht in die Richtung, ich kenne mich da nicht ganz aus, ich sag's euch, wie es ist, das geht in so Dubstep oder Gabba-Richtung geht das, also total hektisches Durcheinander. Also ganz was Seltsames. Also das ist wirklich eine kleine Erfahrung, der Film, weil er so einerseits unspektakulär ist, und dann durchbricht er das Ganze mit extreme Gewaltexzesse. Also dann wirklich Sachen dabei von, ich sage jetzt mal 50 Mal mit einer Hundestatue auf eine Frau einprügeln, bis der Kopf nur noch Matsch ist. Dann liegt der Killer quasi dann auch minutenlang neben dem Opfer, und man sieht ewig lang in den zermatschten Kopfreihe, und der Killer liegt zuckend am Boden. Also das Ganze dann teilweise ohne Soundtrack, wo man dann sagt, ja, das ist irgendwie beunruhigend. Also Film, geh weg, was möchtest du von mir? Und der Killer wird dann auch nach einer Zeit, der verpasst sie ein paar Upgrades. Also er lässt sie von Bekannten Waffen anfertigen. Also er hat dann so wieder, weil er ist ja im Endeffekt der Katzenkiller, und kriegt dann Handschuhe mit Krallen dran, und dann noch auf der DVD oder auf der Blu-ray steht dann drauf, er bekommt ein Phallus. Also ich würde einfach sagen, er kriegt ein Umschnalldildo mit Zacken, Widerhaken und so, den er dann auch einsetzt. Also das ist dann auch ziemlich grob. Also ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn ihr ein wenig Fantasie habt, dann wisst ihr, was er mit dem Umschnalldildo da macht in dem Film. Also wenn ihr euch das ganze Bild von dem Killer da so vorstellt, mit der Katzenmaske, mit dem kleinen Longsleeve, dann hat er auch noch einen Katzenrucksackerl auf, dann hat er seine Krallen dazu, und dann der Phallus, der wo ihm da quasi aus der Hosen raussteht. Also das ist total grotesk. Und dann splattert der da dahin. Also wenn der Killer dann auf Mordtour geht, dann wird er draufgehalten. Also das ist schon ziemlich hart, wo es in dem Film zum Singen ist. Wo es ihm wahrscheinlich auch dann die Spielberg-Freigabe eingebracht hat. Also der Film, kommt ungeschnitten von der Bush Media Group, aber er hat die Spielberg-Freigabe. Also es kann sein, dass der dann demnächst auch mal indiziert wird. Eben, wie am Anfangs erwähnt, es ist ja nur eine Vergewaltigung mit dabei, und ist auch ziemlich hart anzuschauen. Allgemein, Sex ist in dem Film schon ein präsentes Thema, aber es schaut immer kreislich aus. Also die Sexszenen an sich sind ultra kreislig, wo du sagst, wow, das passt so richtig zu euch. Da die Leute in dem Film eigentlich auch total kaputt sind. Also es ist selten ein Mensch in dem Film, der wo hübsch klar ist im Kopf oder was, die haben alle total kaputt, und dann, wenn sie es noch beim Sex sechst oder sowas, oder wenn er sie unterhalten, das ist alles irgendwie so, das Teufel. Ich kann es nicht anders sagen, es ist wirklich Unwohlsein den ganzen Film über. Weil er halt auch total dreckig ist. Wobei ich sagen muss, ich hätte mir er schaut auch total digital aus, er hat so einen digitalen Look, eben auch wie der Benny, wo ich mir da jetzt ein wenig gewünscht hätte, dass der ein wenig so einen grintigen Look hätte, so vielleicht auf VHS-Niveau oder sowas in Richtung, dass man sagt, okay, da passt das grintige Setting und die grintigen Leute und die grintigen Kills und einfach besser zu der Bildqualität dazu. Und so ist halt der Look recht klar und digital und mag oftmals nicht ganz so zu dem Szenario passen. Meiner Meinung nach. Also wie gesagt, im Laufe des Films steigert sich das Obszöne, wo ich sage, die vielen Leute, die sich den Film dann anschauen, die werden dann den von dem Live-Cam-Girl, den Kill, werden sie auf alle Fälle nicht vergessen. Das ist eine ziemlich coole Szene, auch fast ein wenig Meta,
Und der Killer hat dann auch desto weiter, dass er seinem Ziel kommt, dass er quasi in die Katze reanimiert, sage ich jetzt einmal, bekommt er dann also totale Halluzinationen und das schaut auch total übel aus. Also auch von der Beleuchtung her, das fast ein wenig Argento möchte ich fast nicht sagen, weil einfach, wenn jeder ein rotes Licht irgendwo aufstellt, sagt er, das ist ja vom Argento, rotes Licht, hat aber null Anleihen an das Italo-Kino von den 70er und 80er. Es ist einfach dann alles so in Rot gehalten und die Visionen haben dann hübsch grang und passen eigentlich zum Rest des Films und tragen zur morbiden Stimmung brutal bei. Also ich fand den Film ziemlich cool. Also der ist total abgespaced, abgefuckt, blutig. Aber wie gesagt, er ist halt schon low budget, muss man auch dazu sagen. Die Synchro ist leider nicht gut geraten. Da muss ich sagen, Bush Media hätte es leider ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen müssen. Wobei der Film wahrscheinlich so Nische ist und man allgemein sagen muss, dass man der Firma zugute halten muss, dass den Film überhaupt bei uns rausbringen, weil der wirklich das große Mainstream-Publikum, der wo jetzt sagt, ja, ich schaue mir jetzt am Samstag auf die Nacht schnell mit Conjuring 3 im Kino oder sowas, der wird mit dem Film nicht so klarkommen. Aber wenn er dann sagt, hey, ich schaue mir jetzt einen Hänger an vom Ryan Nicholson oder sowas, dann ist man da bei Cat Sick Blues eigentlich gut voran, sage ich jetzt mal. Es gibt einiges zum Singen und es wird nicht langweilig. Ja, und auf alle Fälle hat der Film in Bezug auf unseren Triple Threat auch einiges zu bieten. Also wir haben auf alle Fälle Tüten gibt's zum Singen, massig tote Tiere und Trompeten. Also wie schon eben erwähnt, also man sagt den Gummidildo. Also so jetzt ein echtes Glied sagt man nicht, aber den mächtigen Gummidildo. Also ich würde fast sagen, wir haben bei 2,5 von 3. Also, Leute, schaut's euch an, der Film hat einiges zum Bieten. Gut, jetzt haben wir bei, weiß ich nicht, 17 Minuten. Wahrscheinlich, wenn die anderen zwei Kasper auch mitgeschmatzt hätten, wären wir ein wenig länger gewesen. So entlasse ich euch heute ein wenig früher und sag merci fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann mit die zwei, vielleicht auch nicht, vielleicht nur wieder mit mir allein, vielleicht dann auch, keine Ahnung, was rauskommt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre, euer Mike.